Leben auf der Straße. Die Zahl der Obdachlosen ist in der Türkei in den letzten Jahren stark gestiegen. In Istanbul kämpfen Freiwillige dafür, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Wenn ich das nicht mache, wer soll es machen? Ich war selber obdachlos. Also. Der Staat? Welche Stadt? Da lache ich. Da der Staat Obdachlosen in der Türkei nur wenig hilft, sind die Freiwilligen oft ihre letzte Rettung. Gutes zu tun ist sehr wichtig für mich. Und sei es nur, Obdachlosen eine Suppe zu geben. Im Islam heißt es, behandelt die Menschen mit Güte und Nächstenliebe. Ein ausrangierter Postbus dient Mustafa Fazil Karaman als mobile Essensküche. Der 31-Jährige ist gläubiger Moslem. Als Soziologe forscht er auch zu den Themen Armut und Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit heißt nicht nur, keine Unterkunft zu haben. Es ist im Grunde eine andere Lebensform, denn es bedeutet soziale Ausgrenzung und Einsamkeit. Du kannst deine Probleme nicht einfach anderen Menschen erzählen. Das Essen holt Mustafa in einer Istanbuler Großküche ab. Es wird von einem Unternehmen gespendet, an 7 Tagen in der Woche. Was auf dem Speiseplan steht, weiß Mustafa nie im Voraus. Den Verein hat sein Vater vor rund 10 Jahren gegründet. Er heißt Aschane, was auf Deutsch Suppenküche bedeutet. Auf der Straße unterwegs ist heute nur noch der Sohn. Er ist spät dran, der Istanbuler Verkehr hat ihn ausgebremst. Zu wissen, dass nun viele Menschen auf ihn warten müssen, macht ihn unruhig. Irgendwann habe ich mich mal etwas mehr als sonst verspätet. Ein obdachloser Herr kam zu mir und sagte, euer Essen ist das Einzige, was ich in 24 Stunden zu mir nehme. Bitte kommt nicht zu spät. Und wenn doch, gebt Bescheid. Das hat mich erschüttert. Die Essensausgabe findet im Stadtteil Fatih statt, im Innenhof einer Moschee, ausgerechnet gegenüber der Stadtverwaltung, von der ebenso wie vom Staat kaum Hilfe kommt. Mustafas gelber Bus wird schon erwartet. Es scheint Ärger zu geben. Wie oft in letzter Zeit ist ein Streit zwischen türkischen Obdachlosen und Geflüchteten entbrannt. Mustafa, schön, dass du da bist. Siehst du die beiden dort? Jetzt wirst du mir gleich sagen, gib denen kein Essen. Die beiden da musst du ganz nach hinten in die Schlange stellen. Die streiten seit einer halben Stunde rum. Es sind doch nur 2 und das könnt ihr nicht selbst klären? Wie soll ich das jetzt lösen? Etwa 200 Menschen warten hier jeden Abend, auch immer mehr Flüchtlinge. Die Stimmung gegen sie hat sich in der Türkei in den letzten Jahren sehr verschlechtert. Viele glauben, sie nehmen der einheimischen Bevölkerung etwas weg. Mustafa ist egal, wer hier steht und weshalb. Mach mir etwas weniger Nudeln drauf, bitte. Okay, mach ich. Ich habe es leider nicht so schön angerichtet, aber das Essen ist echt lecker. Ich danke dir. Vor allem Armut treibt die Menschen auf die Straße, erzählt Mustafa. Seltener seien es Drogen oder Alkohol wie in Westeuropa. Unterstützung hat er heute von Hamza. Der lebt selbst seit mehreren Jahren auf der Straße. Seit einiger Zeit hilft er immer wieder freiwillig hier mit. Ich mache das auch, weil ich selber betroffen bin und etwas Gutes tun möchte.
Es ist zudem eine Beschäftigung für mich. Ich hoffe, den richtigen Weg zu finden, indem ich mit guten Menschen in Kontakt komme und so aus meinen Fehlern lernen kann. Über seine Fehler, die ihn bis heute verfolgen, wird uns Hamza noch mehr erzählen. Für heute ist für ihn und Mustafa hier Schluss. Es geht weiter in ein anderes Viertel. Dort warten bereits die Nächsten auf ein warmes Essen. Istanbul, die Stadt auf 2 Kontinenten. Bei Touristen bekannt für ihre Lebendigkeit und Schönheit. Doch seit einigen Jahren hält Armut immer stärker Einzug ins öffentliche Leben, als Folge von Wirtschaftskrise und hohen Flüchtlingszahlen. Rund 18 Millionen Menschen leben inzwischen hier. Jobs gibt es bei weitem nicht für jeden. Der klassische Weg in die Obdachlosigkeit über Job- und Wohnungsverlust, am Bosporus geht er oft schnell. Und der Staat? Er zieht sich aus der Verantwortung. Aisha hat das selbst erlebt. Aufgewachsen in Berlin, kam sie als junge Frau in die Türkei. Ihr Ehemann zwang sie zur Prostitution. Sie schaffte den Absprung und landete zunächst auf der Straße. Im Stadtteil Beyoğlu führt sie inzwischen ein kleines Café. Obdachlose können hier umsonst essen. Für Aisha ihre Lebensaufgabe. In ihrem Viertel kennt Aisha heute fast jeder, von der Hilfsbedürftigen zur Helferin. Das beeindruckt. Komm, ein Foto geht schon noch. Heute hat der Laden zu. Sie selbst hatte früher niemanden, der ihr half. Das beschäftigt sie noch immer. Damals, ich fand keine Essen. Ich hatte niemanden, mit dem ich mich unterhalten konnte und ich musste verstecken, dass ich obdachlos war. Ich musste zum Beispiel, ich sage ganz offen, 38 Tage mit den gleichen Schlüpfer laufen. Heute ist sie mit Schule verabredet, einer freiwilligen Helferin aus dem Café. Die beiden wollen den Wocheneinkauf zusammen erledigen. Es geht auf den Markt im Stadtteil Tarlabaşı. Die Gegend ist einfach, hier lebt vor allem die Unterschicht. Aisha kauft hier ein, weil die Preise etwas günstiger als im Supermarkt sind. Na, wie geht's dir denn heute? Gib mir bitte mal 5 Yufka. Yufka sind dünne Teigfladen, Basiszutat für viele türkische Gerichte. Der heutige Preis schockiert Aisha. Anfang Corona hat es 8 Lira gekostet, Kilo. Da sind 5 Stück drin. Jetzt heißt 5 Stück für 15 Lira. Also teuer. Die Preise in der Türkei sind in den letzten Monaten rasant gestiegen und die türkische Währung Lira wird ständig schwächer. Viele Menschen können für ausreichend Lebensmittel und ihre Miete nicht mehr aufkommen. Bei Aisha weckt das Erinnerungen an ihre Zeit auf der Straße. Sie kam oft auf den Markt, sammelte Reste vom Boden auf oder suchte im Müll nach übrig gebliebenem. Bei Burger King, bei McDonald's oder im Krankenhaus neben den Aschenbecher liegende Resttoast. Mit das habe ich mich ernährt. Also kann ich sagen, 4,5 Monate die Reste essen, was ihr nicht gegessen habt, was übrig geblieben ist, was euch nicht geschmeckt hat, das habe ich gegessen. Dass sich die Preise selbst auf dem Wochenmarkt in kurzer Zeit fast verdoppelt haben, wird auch für das Café von Aisha und ihrem Team ein immer größeres Problem. Ständig erhöhen sich die Preise. Wir halten uns ja mit Spenden am Leben. Die Menschen helfen uns noch, soweit sie können. Aber wie lange können sie das wohl noch, wenn sie mittlerweile um die eigene Existenz kämpfen müssen?
In einer Woche steht für Aisha ein wichtiger Termin an. Bei einem öffentlichen Auftritt will sie ihre Lebensgeschichte erzählen und neue Sponsoren gewinnen. Für das Café überlebenswichtig. Istanbul ist die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei. Wie viele Obdachlose in Istanbul leben, weiß keiner genau. Schätzungen gehen von 10.000 aus. Der Staat führt keine offizielle Statistik und tut auch sonst eher wenig, um Menschen auf der Straße zu helfen. Alle 3 Monate bekommen Bedürftige umgerechnet 25 €. Das reicht für ein Glas Tee am Tag. Auch Unterkünfte werden nur zeitweise und meist nur in Hallen gestellt. Wir treffen Hamza wieder, den wir bei Mustafa kennengelernt haben. Um nachts nicht zu lange in der Kälte zu liegen, wandert er oft stundenlang durchs Viertel Eyüp Sultan. Hier gibt es viele Grabstätten islamischer Heiliger. Die Zeit auf der Straße hat Hamza der Religion näher gebracht. Bei den Grabmalen fühle ich mich sicher und ich lerne etwas über das Leben der Heiligen. In den Texten erfährt man, wie sie gelebt haben und welche Schwierigkeiten sie überwinden mussten. Hamzas Leben sah früher ganz anders aus. Er hatte eine kleine Textilfirma, erzählt er. Sein Steuerberater habe ihn um viel Geld betrogen. Hamza schoss ihn an und kam ins Gefängnis. Heute sei er ein anderer Mensch, auch dank Mustafa. Ich habe gesehen, dass er für jeden kämpft, ohne Unterschiede zwischen den Menschen zu machen. Ich habe mir gedacht, jetzt ist auch für mich die Zeit gekommen, mich zu ändern. Ich versuche, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Doch mit seiner Vergangenheit ist es schwer, in der Türkei wieder auf die Beine zu kommen. Er findet weder Job noch Wohnung. Sein Schlafplatz ist derzeit im Hof einer kleinen Moschee. Der Imam hat ihm gestattet, nachts einige Stunden hier zu liegen. Vor dem Morgengebet muss er weg sein. Sein ganzes Hab und Gut hat er in eine Tüte gepackt. Sie lassen für mich die Toilette dort offen stehen, damit ich sie benutzen kann. Sie wissen, dass ich hier nichts kaputt mache. Wenn ich morgens weggehe, achte ich sehr darauf, dass ich alles sauber und geordnet zurücklasse. Ich will, dass sich die Moscheegemeinde nicht gestört fühlt. Während die Moschee bis zum frühen Morgen leer steht, rüstet sich Hamza für eine kalte Nacht im Freien. Dankbar ist er dennoch. Besser als im Park zu schlafen. Auch Mustafa bereitet der zunehmend streng werdende Winter Sorgen. In einem Lager, das er und sein Vater angemietet haben, sammelt er gebrauchte Kleidung und Decken. Die werden dringend benötigt. In den letzten Jahren sind immer wieder Obdachlose erfroren. Einige kannte Mustafa persönlich. Diese Decke ist das Einzige, was die Menschen davor bewahrt, an Unterkühlung zu sterben, also zu erfrieren. Aber oft reicht eine Decke nicht aus. Wir zu Hause nehmen ja manchmal auch 2 Decken, obwohl die Heizung läuft. In den kommenden Tagen will er die Decken an Obdachlose verteilen. Für heute hat er andere Pläne. Im Viertel Kazım Karabekir leben viele Flüchtlingsfamilien in prekären Verhältnissen. Mustafa und andere Freiwillige verteilen auch Hilfsgüter an sie. Heute will er eine syrische Familie besuchen. Mustafa bringt Heizkohle vorbei. Die Familie ist im Winter auf sie angewiesen, denn sie haben keine Heizung, nur einen kleinen Ofen.
Hallo, wie geht's dir? Es geht gut, danke. Wie heißt du? Mohammed. Ich bin Mustafa. Die Familie lebt seit 5 Jahren in der Türkei. Der Mann ist Französischlehrer. Hier schlägt er sich wie so viele Flüchtlinge als Tagelöhner durch. Das Geld reicht der Familie hinten und vorne nicht. Wie viel Miete zahlt ihr hier eigentlich? Die Miete kostet 900 Lira. Die Wohnung ist sehr alt. Außerdem kommt Wasser rein und überall zieht es. Die Fenster sind undicht. Natürlich gibt es bessere Wohnungen, aber die könnten wir uns nie leisten. Die Familie musste schon einige Tage auf der Straße leben. Ähnliche Fälle gibt es Tausende. Mustafa sieht, dass staatliche Hilfen, auch die aus dem Flüchtlingspakt mit der EU, nicht reichen. Bei der türkischen Bevölkerung stünden Flüchtlinge oft als Sündenböcke da, würden zum Spielball der Politik. Wir wollen diese Menschen nicht der Gnade von Staaten und Regierungen überlassen. Wir helfen ihnen vor Ort, indem wir ihnen Suppe, Decken, manchmal auch nur ein paar nette Worte mitgeben. Ich sehe das für die Gesellschaft als einen Segen an, als eine Chance. Solidarisch sein als Chance, nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst. Es sind wenige Menschen, die das derzeit so sehen wie Mustafa. Über Istanbul wird oft gesagt, die Stadt würde nie schlafen. Viele arbeiten auch nachts, andere schwärmen aus und genießen das Nachtleben. Aber viele wissen nicht einmal, wo sie überhaupt schlafen können. Kirchliche Hilfsorganisationen gibt es kaum. Offiziell ist in der Türkei Obdachlosenhilfe eine Aufgabe der Kommunen. In Istanbul ist das Darül Aceze, genau übersetzt das Armenhaus, zuständig. Seit fast 150 Jahren, seit der osmanischen Zeit, besteht diese Organisation. Heute unterhält sie in Istanbul mehrere Auffanglager. Geschätzt etwa die Hälfte aller Bedürftigen kommt hierher. Die neue CHP-Stadtregierung tut mehr für Obdachlose als in der Vergangenheit, sagt ihr Beauftragter. Unsere Sozialarbeiter berichten immer wieder, türkische Familien halten normalerweise fest zusammen. Was Sie hinter mir sehen, sind die Folgen zerbrochener Familien und der Migration aus Anatolien mit dem Ziel eines besseren Lebens. Doch tatsächlich meidet jeder Zweite der geschätzt 10.000 Obdachlosen Istanbuls die Angebote der Stadt. Warum? Viele fürchten die überfüllten Schlafsäle, Kontrollen oder Alkoholverbote. Manche werden polizeilich gesucht. Zumeist nutzen Familien das Angebot, bei Frosttemperaturen hier sein zu können. Wir haben 3 Monate in einem Zelt gelebt. Als es jetzt kalt wurde, bekamen wir Angst. Die Kinder wurden alle krank. Ihnen fehlte es an warmer Kleidung. Maximal 6 Monate können Obdachlose in Einrichtungen der Stadt Istanbul verbleiben. Danach müssen sie wieder gehen, egal ob sie Arbeit gefunden haben oder nicht. Viele wollen dafür ihr, wie es heißt, Revier in ihrem Viertel aber nicht aufgeben. Sie bleiben lieber gleich draußen. Aische sieht die Hilfen der öffentlichen Hand kritisch. Sie reichten nicht aus, auch wenn sie inzwischen besser geworden sind. Deshalb gründete sie 2017 mit Hilfe eines Vereins ihre Einrichtung. Die Idee: tagsüber normales Café, abends Anlaufstelle für Obdachlose. Etwa 150 Essen täglich geben sie derzeit aus und es werden ständig mehr. Für sie der Beweis, dass es mehr Hilfe bräuchte. Wenn ich das nicht mache,
Wer soll es machen? Ich war selber obdachlos. Also. Der Staat? Welcher Staat? Da lache ich. Der türkische Staat kennt Obdachlose nicht ein. Wir waren auch früher bei denen in den staatlichen Gebäuden, haben über Obdachlose gesprochen. Er meint, er habe keine angemeldete Obdachlose. Wo soll er dann die Obdachlosen anmelden? Also braucht es eure Arbeit? Ja. Heute hilft eine Gruppe junger Studenten mit. Sie haben in den sozialen Medien vom Café erfahren. Aisches Geschichte hat sie zum Nachdenken gebracht. Die meisten von uns versuchen selbst über die Runden zu kommen. Keiner blickt mehr nach links oder rechts, man ist nur mit sich selbst beschäftigt. Unsere Gesellschaft müsste verstehen, dass es vielen Menschen noch viel schlechter geht. Aber das machen die wenigsten. Wegen Corona dürfen die Obdachlosen momentan nicht im Café essen. Deshalb wird alles abgepackt und später verteilt. Aische ist es besonders wichtig, dass das Essen frisch ist, mit viel Gemüse und immer etwas scharf. Das helfe gegen die Kälte. Was ich nicht esse, gebe ich den anderen auch nicht. Deswegen immer warmes Eintopf oder warmes Essen. Mamas Essen eigentlich. In der Nähe des Cafés warten schon Dutzende Bedürftige. Aische und ihr Team bitten uns, mit der Kamera im Hintergrund zu bleiben. Einige der Obdachlosen hier seien abgetaucht. Ihre Familien wüssten nichts von ihrem Schicksal. Die Ausgabe dauert kaum 20 Minuten. Während die einen ihr erstes Essen des Tages zu sich nehmen, nimmt in der gleichen Straße das Nachtleben unbeirrt seinen Lauf. Man hat sich an die Armut gewöhnt. Aische schmerzt diese Gleichgültigkeit. Das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ist bei ihr noch immer sehr präsent. Die Arbeit im Café brauche sie auch, um ihre eigene Geschichte zu verarbeiten. Aische, wie fühlst du dich nach so einem Tag? Wohl, sogar sehr wohl. Ich weiß, dass 142 Menschen heute wieder ein Abendessen bekommen haben, dass sie satt werden und dass überhaupt im Magen warmes Essen drin ist. Okay. In wenigen Tagen steht ihr Auftritt auf der Messe an. Dort hofft sie, neue Sponsoren für das Café zu finden. Was treibt Aische um? Warum stellt sie ihr Leben in den Dienst von Obdachlosen? Eine Spurensuche führt uns in die 2-Millionen-Stadt Gaziantep im Südosten der Türkei. Viele arme Menschen zieht es von hier nach Istanbul, nicht selten, um dort zu stranden. In Gaziantep hat Aische ihre Kindheit verbracht. Hier hat sie Schlimmstes erleben müssen. Im Alter von 9 Jahren vergewaltigt sie ihr Onkel über mehrere Monate hinweg. Wie sie selbst sagt, das Ende ihrer Kindheit. Jahre später wird sie in Gaziantep zur Prostitution gezwungen. Ihr Ehemann hatte sie an einen Zuhälter verkauft. Und ebenfalls hier wird sie später selbst obdachlos. Immer wenn sie durch Gaziantep streift, holt sie ihre Vergangenheit für kurze Zeit wieder ein. Die würden mir auch kein Brot geben hier. Wäre viel, viel schwer. Wegen deiner Vergangenheit? Wegen meiner Vergangenheit. Wann immer Aische hier in Gaziantep zu Besuch ist, macht sie Einkäufe für ihr Restaurant in Istanbul, für ihre Obdachlosen dort. Vor allem sind es Gewürze aus der Region, die sie an den Bosporus bringen will. Ein paar Ladenbesitzer wissen, was ich im Frühjahr war und was ich jetzt mache. Sie freuen sich, wenn sie mich sehen, aber wenn sie mich jeden Tag sehen würden und nicht einkaufen würde, würden sie mich auch blöd anschauen, würden sie mich nicht akzeptieren. Gemeinsam mit Aische fahren wir nach Şehif Kamil, ein Vorort von Gaziantep. Neubauten schießen hier aus dem Boden. Sie verdrängten auch ein altes Bordell, eines von insgesamt 7 in der Türkei, in denen Aische über Jahre hinweg von Männern missbraucht wurde.
Ayşe weigert sich, das Grundstück zu betreten. Männliche Gäste von den Eingang reingekommen sind und immer uns so mäßig angeschaut haben. Wie in Hamburg, St. Pauli, rote Lichtmenü. Die sind am Fenster gewesen, die waren auch am Fenster. Aber wie ein Flamingo gestanden hat, so haben wir immer gestanden. Auf einen Fuß. Von frühmorgens, von 10 bis abends um 23 Uhr waren wir. An Flucht war für Ayşe und die anderen Frauen nicht zu denken. Ihre Eigentümer, die Zuhälter, passten auf. Zwangsprostitution ist in der Türkei keine Seltenheit. Die haben mit uns geschlafen. Die haben, was sie in ihrer Fantasie, in ihrer eigenen Ehe nicht machen könnten, haben sie hier mit uns gemacht. 1 und 1 sind 2. Das ist Vergewaltigung gewesen. Mit jedem Gast. Mit jedem Gast hat man hier Vergewaltigung gehabt. Wer hat uns geschützt? Keiner. Das Geburtshaus von Ayşe. Die Familie lebt hier nicht mehr. Ihre Verwandten haben ihr ihre Vergangenheit nie verziehen. Ayşe will deshalb kein Familienmitglied sehen. Und auf keinen Fall auf einen ehemaligen Freier treffen. Ich weiß nicht, wer meinen Körper gekauft hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich zusammen war. Weiß ich nicht. Trotz aller belastenden Erinnerungen. Jedes Jahr versucht Ayşe mindestens 2-mal nach Gaziantep zu kommen. Der Grund ist das Grab ihres Vaters, des einzigen Mitglieds ihrer Familie, das Ayşe respektieren kann. Er gehörte zur ersten Generation türkischer Einwanderer nach Deutschland. Ich bin stolz auf meinen Vater. Oder ich bin, wenn er gelebt hätte und das Restaurant und das Ganze, was ich hier jetzt letzten 4-5 Jahren hier mit Hayat Asarul mache, würde er auf mich stolz sein. Da habe ich gesagt, gut, wenn du auf mich oben aufpassen tust, dass mir nichts passiert, dann bringe ich dir jedes Jahr hier was. Was wolltest du ihm damit sagen? Ich habe geschafft. Ich habe geschafft. Ich habe geschafft, dass ich sauber bleibe. Ich habe geschafft, dass ich nicht bettle. Ich habe geschafft, mir eine Arbeit zu geben und andere Leute durch mich auch Arbeiten finden lasse. Für ihr Hilfsprojekt wird Ayşe bald in Istanbul auf einer Messe nach Sponsoren suchen. Istanbul, der Stadtteil Nişantaşı. Hier leben und shoppen die Reichen. In Nişantaşı findet man viele Ausländer. Sie kommen meist aus den Emiraten und nutzen die schwache türkische Währung für luxuriöse Großeinkäufe. Um die kaufkräftigen Besucher dauerhaft in die Stadt zu locken, setzt man auf Gentrifizierung. Die Regierung von Staatspräsident Erdogan lässt dafür ganze Stadtviertel plattmachen, um Platz für Luxusbauten zu schaffen. Den ehemaligen Bewohnern bleibt oft nur der Wegzug raus aus der Stadt, wenn sie nicht auf der Straße landen wollen. Mustafa verfolgt diese Entwicklung als Soziologe ganz genau. Er macht sich Sorgen. Eine Familie, die er seit Jahren kennt, ist akut von der Obdachlosigkeit bedroht. Wir sehen hier eine soziale Ungerechtigkeit, die typisch ist für die Stadt. Es gibt 2 Arten von Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. An der Umgebung kann man sehen, die Familie lebt wirklich im Elend. Sie haben keine andere Möglichkeit. Die Mutter ist krank und schon älter. Sie wurde schon mehrmals am Knie operiert. Mustafa schaut sich im Haus um. Wie ist die Situation? Die Frau will nicht gefilmt werden. Im Kühlschrank nur einige Essensreste.
Ah, ein paar Bananen. Funktioniert er noch? Ja. Ein klassischer Sozialfall. Doch außer Mustafa hilft hier niemand. Ich lasse dir etwas Kohle zum Heizen da. Ich habe erst vor einigen Tagen an dich gedacht. Ich dachte, du hast mich vergessen. Ich habe versucht, dich anzurufen. Mein Telefon ist doch kaputt. Was soll ich bloß machen, Mustafa? Nach seinem Besuch bei der Familie ist Mustafa auf dem Weg in die Hasan-Pascha-Moschee im Stadtteil Kadıköy. Sie ist für ihn feste Anlaufstelle, denn hier wird umsonst für Obdachlose und Bedürftige gekocht. Mustafa holt hier fast jeden Tag Suppe ab. Die Zutaten spenden Gemeindemitglieder. Unser Projekt hat eigentlich durch diese Moschee begonnen. Dass hier aus Spenden Essen gekocht wird, ist für mich von großer Bedeutung. Denn das ist eine Qualität, die viele Moscheen heutzutage verloren haben. Eigentlich sollten sie für alle Menschen im Viertel Anziehungspunkte und Lebenszentren sein. Früher hätten viele Moscheen für Arme und Obdachlose gekocht, erzählt Koch Hakan. Heute ist das die Ausnahme. Viele Moscheen schließen sogar nach dem Abendgebet ihre Türen. Ausgrenzung statt Miteinander. Wir wollen, dass unsere Gemeinde aktiv anderen hilft. Das ist uns wichtig. Wenn andere Menschen sehen, wie gut das hier läuft, dann könnte das ein Vorbild für andere Moscheen sein, unserem Beispiel zu folgen. Mustafa wurde religiös erzogen. Bis heute spielt der Glaube in seinem Leben eine wichtige Rolle. Religion versteht er allerdings etwas anders als viele andere Gläubige. Ihm geht es um den sozialen Aspekt. Leider ist Religion heute nur noch eine Art Routine, nicht mehr. Eine Theorie. Eigentlich weiß man doch, dass man kein moralisch guter Mensch wird, indem man starr die Regeln der Religion befolgt. Da kannst du beten, so viel du willst. Gott verlangt gar nicht, dass wir so viel beten. Wichtiger ist es, egal in welcher Religion, dass Glaube und gesellschaftliche Verantwortung im Gleichgewicht stehen. Endlich ist es soweit. Heute ist Ayshes großer Auftritt. Auf einer Istanbuler Messe will sie auf Sponsorenjagd gehen. Viele große Marken sind hier. Für Ayşe eine Chance, die sich nicht oft bietet. Sie hat sich gut vorbereitet. Wie fühlst du dich? Bist du etwas aufgeregt? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin um 5 aufgestanden. Überhaupt nicht. Ich bin gewohnt. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass die Leute uns anerkennen und dass die sehen, eine Ayşe hat es geschafft. Warum machen die anderen Ayşes nicht mit? Gleich geht's los. Im Zuschauerraum warten bereits einige potenzielle Sponsoren. Ayşe hat 15 Minuten Zeit, um sie von sich und ihrem Projekt zu überzeugen. Wenn wir eine Lira wollen, dann gebt ihr uns die. Aber davon werden wir nicht satt. Was wir Menschen auf der Straße brauchen, sind Arbeit, Essen und Leben. Von einer Lira werde ich nicht satt. Eine Flasche Wasser kostet schon 2. Warum geben wir fast immer nur alte Sachen weg? Und das auch nur, wenn wir für uns selbst neue gekauft haben. Warum geben wir an andere nicht mit gleichem Recht? Ayşe schlägt sich gut. Sie spricht frei von Nervosität und überzeugt.
Ihre eigene Geschichte fließt mit ein und macht sie glaubwürdig. Mit ihrem Team wartet sie nun darauf, dass ein möglicher Sponsor sie anspricht. Dann die Nachricht: Es gibt einen. Eine bekannte Ernährungsberaterin hat den Kontakt zu einem Geflügellieferanten vermittelt. Die Firma erklärt sich bereit, das Café 2 Jahre lang zu beliefern. Aische ist sichtbar erleichtert. Ich frage mich immer, weshalb bin ich damals im Bordell gelandet und dann auf der Straße? Diese Zeit war schrecklich. Hätte ich damals schon Leute wie Sie kennengelernt, dann könnten wir schon seit 20 Jahren Gutes tun. Nicht erst seit 4 Jahren. Aber wir haben hoffentlich noch 20 Jahre vor uns. Hoffentlich. Wir werden uns und das Leben gegenseitig umarmen. Und hoffentlich haben wir ein langes, gesundes Leben. Schön, dass es dich gibt. Am nächsten Tag treffen wir Aische am Istanbuler Taksim-Platz. Sie hat frei und ist gleich noch mit Freunden verabredet. Während um sie herum das Großstadtleben tobt, wirkt sie nachdenklich. Trotz ihres neuen Sponsors macht sie sich Sorgen um die Zukunft. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, sagt sie. Und der Staat sehe tatenlos zu. Man wird nicht auf der Straße geboren. Man soll auch nicht auf der Straße sterben. Wenn man diesen Ausweis hat, dann hat man auch auf bestimmte Rechte als Mensch. Aber in Türkei ist das Thema total zu. Wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht aufmachen. Warum? Sind wir keine Menschen oder was? Sind wir so dreckig? Ich denke nicht. Mustafas Verein ist heute Abend im Stadtteil Üsküdar auf der asiatischen Seite im Einsatz. Wie immer in diesen Tagen ist die Schlange lang. Auch Hamza hilft wieder mit. Er hat heute keinen guten Tag. Ähnlich wie Aische hat auch er das Gefühl, dass sich sein Leben und das der anderen Obdachlosen im Kreis dreht und er nicht vorankommt, obwohl er sich so sehr bemüht. Ich sage es dir ganz offen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich nicht entmutigen lassen. Doch heute stehe ich auf der Straße und ich bereue es sogar, Militärdienst für dieses Land geleistet und Steuern gezahlt zu haben. Mustafa sieht nicht nur den Staat in der Verantwortung, die Situation der Obdachlosen zu verbessern. Jeder könne etwas tun, im Kleinen. Manchmal reiche es schon, einem anderen Menschen zuzuhören. Wie viele von uns wissen eigentlich, wie es dem Nachbarn geht? Wir kümmern uns nicht um die Probleme anderer. Es ist dieses hektische Leben und die Einsamkeit der großen Stadt und abends beim Einschlafen spüren wir dann, dass uns etwas fehlt. Die Tatsache, heute wieder nichts Gutes getan zu haben. Mustafas Arbeit, in gewisser Weise ist sie ein Kampf gegen Windmühlen. Doch ohne Freiwillige wie ihn wäre die Situation vieler Menschen auf der Straße in der Türkei noch weitaus schwieriger. Denn am Ende geht es nicht nur um eine heiße Suppe, sondern vor allem um etwas Hoffnung. Seit Tagen haben wir Hamza, Mustafas Helfer, nicht mehr gesehen. Er ist abgetaucht. Wir machen uns auf die Suche nach ihm. Am Goldenen Horn im Stadtteil Balat soll er gesehen worden sein. Dieses eher arme Viertel ist beliebt bei Obdachlosen. Und tatsächlich, wir treffen Hamza. Hier in Balat gibt es eine Art kommerzielle Infrastruktur für Obdachlose. Waschsalons, Duschplätze, Internetcafés und Händler für Gebrauchtkleidung.
Bei Salih Pascha gibt es fast alles, was ein Obdachloser wie Hamza braucht. Die Wäsche, die sich hier stapelt, gehört gewissermaßen aller Welt. Obdachlosen oder Ärmeren aus Pakistan oder Bangladesch und natürlich Einheimischen. Für 15 Lira, umgerechnet derzeit ungefähr 1 Euro, können Obdachlose hier ihre Wäsche waschen lassen und gleichzeitig duschen. Salih Paschas Wirtschaftsbetrieb hat mithin auch soziale Funktionen und erleichtert Obdachlosen und Bedürftigen das Leben. Hamza hat in Salih Paschas Laden gebrauchte Kleidung für sich finden können. Sein Wohnproblem ist nach wie vor ungelöst. Es kommen immer mehr Ausländer. Das treibt die Mieten, zum Beispiel für einfache Pensionen hier von 20 auf 80 Lira. Ich kann da nicht mithalten, kann mir das nicht mehr leisten. Und Aische? Immer wieder zieht es sie in die Welt derer, denen die Straßen und Plätze Istanbuls zur unfreiwilligen Heimat geworden sind. Sie sucht das Gespräch mit ihnen, will Sorgen und Nöte verstehen und, wenn möglich, Hilfe anbieten. Gleichzeitig erbittet sie von denen, die mehr haben, Unterstützung für ihre Arbeit. Denn sie weiß, wie es ist, wenn man sich nicht eben mal schnell was zu essen kaufen kann. Aische war selbst obdachlos, konnte ihrem Leben aber eine neue Richtung geben. Wirtschaftskrise und Flüchtlinge in der Türkei machen es in ihren Augen nötig, dass von staatlicher Seite mehr für die getan wird, die durchs Raster fallen. Zusammen mit ihrem Team wird Aische tagtäglich weiter ihren ganz persönlichen Kampf führen.